Ist ja auch ziemlich wichtig für den Gesamtcup, richtig? Ja, dieses Jahr den Sieg erringen durch die beste Präsentation ever. Aber es richtig geklappt, das richtig rüberkommt. Und wie wir das schaffen und wie wir das gemanagt haben, das stelle ich mir jetzt mal in Teampolitisierung vor. Ja, danke schön, Dominik. Damit komme ich jetzt zu meinem persönlichen Lieblingsthema, nämlich der Spurerkennung. Aber man sieht schon deutlich, auf der Gerade traut sich einfach mehr. Aus den Erfahrungen vom letzten Jahr fahren wir dieses Jahr etwas konservativer und werden nächstes Jahr wieder doppelt so schnell. Langsam nähern wir uns auch hier dem Ende. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Auswertung ausschaut. Wir kriegen heute hoffentlich auch mal ein paar Mal eine Zwischenauswertung, dann sieht man so eine Tendenz. Aber ich vermute mal, das wird erstmal der Benchmark aller Dinge. Wunderbar. Oder sagen wir noch andere Zwecke? Die Infrarotsensoren vorne natürlich nur für die Hindernisse und beim Einparken den vorne rechts. Aufs Hindernis gewartet, wunderbar. Wir fahren im Hindernismodus etwas mehr an der Mittellinie, dass wir beim Überholvorgang mehr Zeit haben. Damit man noch kurzfristig ausreichen kann. Das sieht nach dem Benchmark aus, würde ich sagen. Das schaut top aus, wir haben immer noch fast eine Minute. Und die Fehler halten sich wirklich in Grenzen. Am Anfang, glaube ich, war noch nicht so ganz gut Freund für den Hindernissen, aber jetzt. Er gewöhnt sich langsam dran, das spatzischen Gewöhnungsstil. Mit deutlichem Abstand hat dieses Jahr das Team Spatzenhirn aus Ulm gewonnen. Und das freut mich ganz besonders, weil die waren wirklich extrem engagiert. Wer das Team hier beim Arbeiten miterlebt hat, der weiß gerne trotzdem gewesen.